Moin, mein Name ist Veronika Hansen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dem Golden Age Fitnesskurs. Heute schaffen wir echt das Becken. Nur so in einer Zeit, wo viel sitzt, nicht so viel geht, dann wurden oft ein bisschen die Verkrampfungen an den Beckenschranken. Der Becken ist eine bewegliche Struktur, die bewegt sich nur viel nur Hannen. Sie haben möglich als große Schritte zu machen und eben auch zu balancieren. Das heißt, die Beckenstruktur soll beweglich sein und das ist halt als Ziel, für durch ein bisschen mehr Mobilität anzukriegen und eben auch natürlich sich bewusst zu gehen, wie sich ständig verhalten zu meinem Becken. Voilà, wir fangen mit einem kleinen Warm-up auf der Platz. Wir brauchen halt einen Teppich und eventuell ein Kissen. Von der Vorteil geht massig schwer. Also wir fangen an mit einfach Knie bisschen hier, die eine Seite, die andere Seite. Mal 10, 0, 6, 7, 8, 9, 10, die Top, ablockern und dann einfach Knie seitlich schieben. Seitlich schieben, seitlich schieben, seitlich nach außen drehen. Probiert mal auf Fuß und Boden zu spüren, dass Sie gut aufstehen. 4 an Hand den Fuß. Voilà, top. Und jetzt kann alle Seite. Ganz gut. Ich strenge mich auf die Seite, dass ihr das seht. Ich kann 10 Mal Taler noch Hand und Hände stellen. Probiert den Fuß, der im Boden steht, dass der gut aufsteht. Also, der linke Fuß in die Hand ziehen, und der rechte in die Hand ziehen. Links, top. 4, 5, 6, 7, 8, 9, den Bauch ranziehen, tipptopp. Wir stellen mal ein bisschen breitbeinig, Face, Knie sind über den Face, und wir gehen einfach auf. 8 Mal für die Knie ein bisschen abzuwärmen, schiebt die Knie nach außen, bei 10 Spitze, wenn der Ruf geht, zieht der Bauch ein bisschen ran, dann ist direkt stabilisiert, ganz gut nach 4 Mal, nach 6 Mal, 7 Mal, und ein letzte Kehr. Tipptopp. Als nächstes machen wir die Schultern, die sollen noch ein bisschen beweglich gehen, den Oberkörper, die Knie nach außen, über die Face schieben, über 10 Spitzen angedreht, nur links, nur rechts, aber ganz los. Zieht den Bauch ein bisschen mal dran, fängt Stabilität zu und halt ermütteln. Tipptopp, ganz gut. Nur links. Nur rechts, schön gemütlich, nicht forcieren, einfach die Rotation am Körper spüren. Voilà, ganz gut. So, schau mal auf den Boden, weil die nächsten Übungen sind auf dem Boden. Ups, voilà. Wir legen das einfach direkt und ziehen die Knie und Brust mit den Händen. Wir legen die Hände als Knie und dann machen wir einfach die Knie umziehen. Umziehen und fortstrecken. Ganz dus. Dann geht es so weit wie die Verlängerung von Eisen R. Also mit jedem Delbein, wir stärken Delbein und du ziehen wir Knie, dus und Brust. Spürt die Limitationen an euren Hüftgelenken. Geht es bis dahin, geht nicht mehr weit. Voilà. Also gehen Knie außernehmen, fest können Beine bleiben, gemütlich zusammen, außernehmen, Knie mit den Händen. Dann mit den Knien nach außen ziehen, und zurück an die Mitte, nach außen ziehen, die zwei zusammen, und zurück an die Mitte, nach 3 Mal, tipptopp, 2 Mal, und dann jetzt kehrt die Knie nach außen ziehen. Nun machen wir Kreise mit unseren Knien, das ist mit den Knien und an, nach außen, kommen an die Mitte, nach außen drehen, fort, und ziehen, nach außen, fortknien und Mittellinie, tipptopp, noch 2 Mal, umziehen, nach außen. Geht immer bis um die Limiten von Ihrem Gelenk, von Ihrem Hüftgelenk, tipptopp. Also an die andere Richtung fortdrücken, nach außen, Knie umziehen, aber noch Mittellinie. Fortdrücken, nach außen, zu sich ziehen, zur Mittellinie, auch fortdrücken, nach außen, Knie umziehen, zur Mittellinie, auch fortdrücken. So ist das gut. Ganz gut. Ein letztes Kehr, tipptopp. Dann stellen wir die Füße auf den Boden.
Als nächstes strecken wir Bein an Verlängerung vom Oberschenkel und ziehen dann die Knie zurück an. Wir fangen mal mit dem Bein an. Man das 8 Mal also. Wir strecken mit 10 und wir strecken den Fuß ganz durch mit einem durchgestreckten Fuß. Und ziehen. Durchstrecken, dann wird halt eine richtige Position. Umziehen. Durchstrecken, umziehen, durchstrecken, umziehen. Noch 4 Mal und durchstrecken. 3 Mal, 2 Mal. Und eine letzte Kehr. Tipptopp an die andere Seite. Durchstrecken, Bein und Verlängerung vom anderen Oberschenkel, Arm zurückziehen. Durchstrecken und ziehen. Nach 6 Mal. Tipptopp. Durchstrecken, Bein ganz durchstrecken. Spürt die Spannung, die sich durch Bein aufbaut beim Strecken. Durchstrecken, ein bisschen halten und ziehen. Durchstrecken, nach 2 Mal. Ganz gut. Und eine letzte Kehr. Tipptopp. So, bloß stellen wir 2 Füße auf den Boden. Zentriert die Knie und Brust, aber gehen einfach just seitlich mit dem Knie, kommen darum zurück. Was nur wichtig ist, probiert daran zu denken oder probiert zu spüren, dass direkt die ganze Zeit im Boden bleibt. Nicht der Tod, macht nie. Direkt bleibt schön liegen. Der Knie bleibt auch positioniert. Und die geht just mal wieder die Knie nach außen. Voilà, wir machen das zusammen. Wir sind bereit. Wir fahren durch 8 Mal, also nach außen gehen, zurück. 2 und zurück. Stabilisieren direkt und zurück. 4, tipptopp, probiert auch den Becken im Boden zu halten. Geht just mal ein bisschen nach außen. Tipptopp, der Knie bleibt positioniert. Die bougiert nicht, wenn der im Boden steht, die Fuß. Tipptopp und zurücksetzen. Lo, die andere Seite. Sind wir bereit? Alles. Knie umziehen. Und das Bein ist stabil. Und wir gehen am nächsten Bein nach außen. 8 Mal, wie auf der anderen Seite. Und nach außen, zurückkommen. Nach außen, zurückkommen, halt auch einen Achs an, also einen Winkel am Fuß. Nach außen, zurückkommen, den Ritze bleibt stabilisiert, der Ritze Knie, das tritt Bein, das beschert nicht. Nach 2 Mal, ganz gut. Und eine letzte Kehr. Voilà, ganz gut. So, drehen wir also Zeit. Gemütlich. Ein Mob der Ritze sein. Salai. Okay. Wir lehnen uns. Einfach platt auf den Boden. Füße ungewinkelt. Probieren, den Bauch ein bisschen ranzuziehen und Hände ein bisschen umzuspannen. Da sind wir stabil. Die eine Hand ist hier am Boden, für den Bauchnabel. Und dann hier will ich einfach Bein, liegen und Blut. Liegen und Blut und zurücklehnen 8 Mal. Und ganz gestreckt halten, die 2 Beine aber ganz gestreckt halten. 5, 6, 7, 8. Tipptopp. Als nächste Übung haben wir einfach, ne, warte im Moment, ich weiß für dich, haben wir Beine und Blut, wir strecken den Fuß und den Plafond, kommen wir seitlich rauf. Okay, jetzt ist mit drinnen Beine nach außen, die Knie nach außen, dick. Und strecken, Arm 7 auf 4 und den Boden. Wir sind bereit, wir fahren durch. Knie umziehen, seitlich an den Plafond strecken, den Fuß und den Plafond strecken, an den Fuß noch 4 drin, zu mir also, Arm aufgehen. Knie und den Bauch ziehen, Knie und den Plafond, Fuß und den Plafond, 7 zu mir drehen, Arm, Bein aufgehen. Nach 3 Mal, Knie noch 4 ziehen, Knie und den Plafond, Fuß und den Plafond, 7 zu mir drehen, rauf, nach 2 Mal, Knie noch 4, Knie und den Plafond, Fuß auch und den Plafond, 7 zu mir drehen, rauf, eine letzte Kehr, Knie noch 4, Knie und den Plafond, Fuß und den Plafond, 7 zu mir, rauf, tipptopp. So. Guck mal nur, was ich mache. Können wir ein bisschen chillen. Einfach Ellenbogen auf den Schulter. Die Hand an die Seite. Fuß auf Fuß, Knie auf Knie. Was wir nur machen, ist just den Becken hier. Okay? Also just den Becken.
Sind wir bereit? Da fahren wir durch. Alles. Wir haben den Becken und die Lut, da was mit gespannt. Arme hier auf. Becken und die Lut, Arm auf. Wir machen das 6 Mal, also noch 4 Mal. Rob, bis ich stabilisiere, Bauch ranziehen, Hände ausspannen, Arm aufgehen. Rob, dreck dich um Rietzen, Ellbogen auf, Arm auf. Dreck dich um den Rietzknie auf, Arm aufgehen. Rob, Knie, Ellbogen, drecken, mich an Blut, Arm aufgehen. Und dann jetzt Knie, Keier, Knie, Ellbogen, drecken, und ich sind Uhren, und darum los aufgehen. Tipptopp, nun können wir es gechillt Seite legen. Wir landen auf der rechten Seite, also holen wir das links Fußgelenk. Voilà, wir hangen die Knie, also. Da gehe ich mal Knie bis noch 4 und Brust, und ich ziehe die Knie noch hangen, aber die zieht den Bauch ran, wieder der negative Streckung vom Brett geht. Das heißt, wenn ich den Bauch ranziehe, dann gehe ich doch fest nicht nur hangen an der Tullkreis. Okay, also nicht so gewackelt, nein. Knie noch 4 ziehen, die Knie dus noch hangen ziehen. Aber wenn ich merke, nicht in der Tullkreis, dann schaffen wir den Bauchmuskel so mehr. Und dann zieht er ein bisschen Handbein auf, okay? Nur 4 ziehen, anatmen. 15, ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5. Anatmen, entspannen, ausatmen, Knie noch anziehen, 2, Bauch anziehen, Bauch anziehen, Bauch anziehen, Bauch anziehen, Knie noch 4, ausatmen, Bauch anziehen, Bauch anziehen, Bauch anziehen, Bauch anziehen, zieht die Längsschulter auch noch mal durchhängen, zieht die Längsschulter auch noch mal durchhängen, die Knie noch anziehen, die Längsschulter, zieht den Bauch ran, tipptopp. Voilà, machen wir jetzt auf der anderen Seite. Voilà. Also, wir legen das hin, Hand in das Ohr, Beine sind gestreckt, wir haben das Bein ein bisschen an die Blut. Das ist nicht wie so ein paar Hasseltiere, nein, das ist die 2 Füße gestreckt, und ich habe das Bein ein bisschen an die Blut. Ja, Bauch anziehen natürlich, ich will das nicht einfach rundherum wackeln. Okay, alles. Und hier auf. Hier werden Ruf. Bauch ranziehen, das ist recht stabil. Ruf. Hier werden 4 bis 8 immer. 5, ganz gut. 6, 7, 8. Tipptopp. Das weisen die nächste Übung. Die guckt noch. Knie, also das eine Bein ist gestreckt, die Knie in die Brust, die Zunge, Knie in den Plafond. Füße in den Plafond, Zehen zu mir, und Bein geht hoch. Sind wir bereit? Und lass. Knie umziehen, Knie in den Plafond, Fuß wohl in den Plafond, Zehen zu mir drehen, und Bein gestreckt hoch. Umziehen die Knie, Knie in den Plafond, Fuß wohl in den Plafond, Zehen zu mir, Arm hoch. Und umziehen nach 3 Mal, Knie in den Plafond, Fuß wohl in den Plafond, Zehen zu mir, Raufkommen auf Fuß, tipptopp, nach 2 Mal. Knie in den Plafond, Fuß in den Plafond, Zehen zu mir, Arm raufkommen. Ein letzter Kehr, zu mir ziehen, Knie in den Plafond, Fuß in den Plafond, Zehen zu mir, Arm seitlich raufkommen. Ganz gut. Lo, wie viel rum? Den Ellbogen auf den Boden, Schiller als über den Ellbogen. Ich stehe mein Hüftleiter auf, die Knieleiter auf und den Fußleiter auf. Ich strecke mich um Knie und den Ellbogen auf, für den Becken zu heben. Und den Bauch ziehe ich besser ran. Sind wir bereit? Arme von Bauch. Und hier wird der Becken, Arm raufgehen. Hier wird der Becken ein bisschen halten, raufgehen. Hier wird der Becken, wir spüren, wie wir am Knie und dem Ellbogen stehen, Arm raufgehen. Hier werden wir spüren, wie wir am Knie und dem Ellbogen stehen, Arm raufgehen. Ganz gut. Hier werden, Arm raufgehen. Ganz gut. Ich lege mich auf die Seite, die ich auch angeht. Wir strecken für dich die 2 Beine. Rechte Hand, wir schlagen auf der linken Seite. Mit der rechten Hand gehe ich den rechten Fuß sichern, und ich ziehe gemütlich nur Hand. Aber vielleicht nicht ganz viel Kreis gehen, natürlich den Bauch umziehen. Okay, Knie nur 4 ziehen, und nur Hand ziehen. Bauch ranziehen, dann kann ich mal nur Hand gehen, und ziehe 3, 4 auf.
Anatmen, gemütlich probieren, den Atemrhythmus dran zu kriegen. Ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zählt wie so weit wie geht. Anatmen, das ist ein gemütlich Atmen an. Ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6. Stabilisiert dich. Mit dem Bauch, mit den Bauchmuskeln, mit den Gesäßmuskeln. Noch Handenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt keer Anatmen noch 14. Und dann noch Handenzählen. 1, 2, 3, 4. Zählt Schiller auch noch mit den Hand, die jetzt. Schiller auch noch mit. Geht sicher, geht noch Hand, sicher machen. Jetzt Knie, zählt aber dann Bauchmuskel und das ist Bauch ranziehen. Dann hat man das gestreckt. Typ top. Voilà! Nun ein kleiner Bonus. Wir legen also den Bauch, das ist vielleicht nicht viel für ihn, soll ich nicht viel machen. Aber, also eine ganz gute Beckenübung. Ich nehme mich platt auf den Boden und wenn es nicht so gut geht, dann nehme ich die Küssen alle mal da und auf den Becken. So, geht es besser. Nun ist ein bisschen die Freiheit für an der Hüfte. Ich zähle der längste Knie heim und außen. Aber dafür muss ich auch meinen Bauchmuskel entspannen. Ich zähle den Bauch ran, zähle der längste Knie seitlich. An die andere Seite. Jetzt. An die andere Seite. Links. Zählen ans Rücklehnen. Riet ans Rücklehnen. Jetzt schaut also recht. Merkt super Beckenbeweglichkeitsübung. Ganz gut. Zählt die Knie un. An die andere Seite. Und zählt den Bauch ran, zählt, das direkt stabilisiert. Zählt den Bauch ran. Zählt den anderen, das ein A am O bei dem ganzen Tipptopp. Und als nächstes, wir noch ein bisschen mehr Beweglichkeit an den Becken zu kriegen. Die zwei Beine umzählen. Wir gehen noch draußen mit den Fußsohlen und wir kommen noch Bahnen und den Plafond. Noch draußen und noch Bahnen. Nur Bausen gehen wir mit den Fußsohlen, Arme kommen nach Bahnen. Nur machen wir die Knie ein bisschen weiter als nähen. Ja, Fußsohlen gehen nach Bausen, die kommen runter Bahnen, und die kommen zusammen. Die wollen wir mit den Händen klatschen, just da wie mit Face. Fußsohlen gehen nach Bausen, und die Fußsohlen kommen nach Bahnen, und ich gehe nicht mehr mit nach Bausen mit den Knien. Die Fußsohlen gehen nach Bausen und den Plafond. Die Knie sind weiter als nähen, aber komme ich mit den Fußsohlen bei nähen. Nur Bausen, nur Bahnen. Ganz gut mit das. Wenn ich eine gute Beckenbeweglichkeit hin. Voilà. Also probieren ich mich einfach ein bisschen die Knie aufzudrücken und die Becken zu heben. Knie aufdrücken, Becken heben. Du schaffst die Muskeln, Bahnen von meinen Beinen. Ich hebe die Becken, ziehe den Bauch ran. Ich hebe die Becken, ziehe den Bauch ran. Ich hebe die Becken, ziehe den Bauch ran. Dann gehe ich nicht am hohen Kreis, aber mache ich den innen, dann nicht wieder halten. Nee, die Becken. Ranziehen, den Bauch ranziehen und sich die Knie aufdrücken. Ein letzter Kehr, Bauch ranziehen, Knie aufdrücken, tipptopp. Voilà! Ich habe es so mir gut geschafft. Ich so nicht Maxi, dass dabei war. Auch freue mich schon drauf auf die nächste Kehr. Wunder zusammen. Gucken wir mal, was wir schaffen die nächste Kehr. Vielleicht schöllere mehr oder ja, schöllere mehr, wie es